Goedemorgen, Sola. So, veel zijn hebben we ons een boodschap gehört von Johann Jenta. En in die boodschap vertelt uns, wo das Fleisch in der Jes nicht der Lijn kämpft, wo das Fleisch in der Jes immer sich gegen Evan sind, und wo, wann die den Jes nicht hast, und die dort schafft zu beten, dort Gott die den Jes jaft. Und von dem, Jan hat mir wieder zu reden, und wann die den Jes hast, die Gott in ihr Leben erfahren hast, und die Erfahrung erfahren hast, was dann die Bedingungen sind, um bei. Oder wir haben ein bisschen Rezept in Galater 5, Vers 22 und 23, wollen wir mal handblättern. Galater 5, Vers 22 und 23 sagen sie das. Aber die Frucht von Jesus ist Liebe, Friede, Geduld, Lieftulichkeit, Gott, Gesundheit, Glauben, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen Sonne ist kein Gesetz. So das ist gesagt in Vers 22, das ist die Frucht von Jesus. So, ich will hier nicht tun und sagen, ihr sollt Liebe haben, ihr sollt Friede haben, geduldig sein. Aber ich dachte, so was habe ich besser tun, als ein Beispiel sehen von in dem Neuen Testament, besonders von so einem, was in Jesus haben, da wir können ein bisschen sagen, wo dort arbeitet. So, ich war hier in der Rie, da das sind nie, wo wir können sagen, vielleicht Requisitos, was das sind. Und für das erste ist dann Live. So, dort werden wir uns nur Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37 drehen. So, das wo die Gemeinde am Anfang, sie hatten dort ein bisschen so zu hören, dass Jesus wurde nie irgendein Tag 3 sind, das wie von der schon der Hört nach glauben, weil das sagt nicht alle, er war 2000 Jahre von dann, so dort ein bisschen, was das Geschichte jetzt, aber ich werde mal lesen, von 32 durch 37. In der Herd von den Gläubigen wären ein Hort in eine Säule, und du siehst, China dort von seinen da seine ihnen wären, aber sie haben alles gemein. Und mit großer Kraft geben die Apostel das Zeichnis von dem Herrn, Jesus, ihn abstun, und da wir große genug ab ihnen alle. Und da wir auch keiner Mank mit Bedürfnis, weil so viel als du irgendeinmal von Akash oder Hisa wären, verkaufen die und brauchen den Preis von dort verkaufte. Leden die Apostel dort verfeit, und dort wird einem jeden Teudel, du nur aus ein jeder Bedürfnis hat. Und Joses, der von den Apostel auch Barnabas genannt wird, dort wird Evasat, der Sohn von Tros, ein Levit von Geburt in Zypern. Der einen Acker hat, verkauft den, braucht dort Geld und lädt die Apostel dort verfeit. So jemand vielleicht wundern, wo kann ich wel rüberbringen, von Gott in der Leute von das. Und so, wenn wir die genug erfahren haben, wenn wir ihr Rat sein, Gott hat uns Sinne vergibt, dann haben wir Gott in der Leib erfahren, und dann soll die Leib durchstrahlen, durch uns, andere Menschen rammen. Und ich fühle so, Gott in der Leib kann nicht vollkommen sein in uns, wenn noch Dinge ein Stich sind. So, ein Ding, wo ich ein bisschen denke, und das ist ich, sei haben so eine große Liebe für Gott, dass sie wahrlich ihre Dinge ab ihnen loszuluten, für dort, sie lügen einfach nur, dass Jesus wird zurückkommen. Sie werden nicht in Stich, sie werden noch nicht vor so eine Eid angebunden. In jedem Fall, dort ist ein nur klarer Beweis von einer vollkommenen Liebe, von was wir sollen für Gott haben. Und so, dass so eine Wirkung haben an uns hier ab ihnen, und das soll zu sein gehen. Und ob ich hier ab jeden alles von losluten, was du im Stich steht, und nicht mehr artig verstehen, ich sage nicht, dass wir sollen nicht alles verkeiten, ich sage bloß, wenn du in Ketten sind, wo uns nach ein Erd vorsollen,
dann wo wir das dann über Zeit schaffen, wegen, dass wir können vollkommen werden in der Life von Gott. Und der zweite ist dann Friede. So, dort werden wir in der Apostelgeschichte 16, Vers 23 und 25 gehen. Apostelgeschichte 16, Vers 23 durch 25. En nudem zij er viele Streiker gegift hadden, schmeuten zij er im Gefängnis und befohlen dem Gefängniswächter er Sache zu bewahren. Diese, op zo'n Befehl, schmeit er in dort benaschte Gefängnis und schlot er Feit in den Klotz. En mitten in der Nacht beten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang in die Gefangenheit lernt. So, das ist interessant. Wenn alles gut geht, dann ist es so leicht, dass wir uns freuen über Dinge, right? Aber stellt euch mal vor, wenn so verkehlt worden wie aus dieser. Und dann seid ihr im Gefängnis, ihr seid ganz beschlossen, mal menschlich neu gedacht, du hast nicht mehr frei. Sie sind durchforst, sie haben vielleicht Plans für den nächsten Tag oder so, und nutzen die alle stell je holen, ihre Familie ist thuis, und dort, hier sind sie. Und was sagt es hier? In mitten in der Nacht beten Paulus und Silas und loben Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hielten ihn. You know, dort hielt sich eine Friede, was sie da hatten. Sie freuen sich, dass Gott mit ihnen wird. Kranken don't, dass sie in Trouble wären, Gott wird mit ihnen. Und so eine Friede haben wir bloß haben, wenn der Jesus in uns ist. So Nummer 3 ist Friede. Und dort werden wir Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7, Vers 45 durch 60. Und so aber das Hirten schneid er dort durch ihr Hort und sei gnarschen die Täne über Arm. Sei aber voll vom Heiligen Geist kickt ab in dem Himmel, nennt und sagt Gott seine Herrlichkeit und Jesus zu Gott seine Rechte stehen. Und seht, kick, ich sei dem Himmel up und den Menschen sehen zu Gott seine Rechte stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu, stürmten einstimmig ab am Los und starrten am Ite Stadt rüt und steinigten am. Und die Sehen läden ihre Kleider auf bei der Feit von einem jungen Mann, der heißt Saulus. Und sie steinigen den Stephanus, der du anruft und sagt, Herr Jesus, nimm meinen jetzt ab. Und er kniet sich durch und schrie mit lauter Stimme, Herr, regen mir diese Sinn nicht auf. Und als er das gesagt hat, schlägt er an. Das ist mir interessant. Wenn Stephanus hier nicht Friede gehabt hat, glaube ich, er würde Ansicht gehabt haben, für die Menschen zu beten, was am Stein geht. Mir lässt so, dass hier ein sehr klarer Beweis, er hat Friede im Hort, und was am sie Besorgnis nicht nach wir, als die Menschen, die da noch nicht erfahren haben, dass die nach würden die Gelegenheit haben. Ich glaube, das ist ein sehr feines Beispiel für uns, von wo wir sollen Friede in uns Leben haben und don't wo stürmisch dort dran ist. Ich glaube, John Leuven, wie dort, was hier in Schutz die Botschaft hat, die sagt, Friede, wo wird Friede beschrieben, wird es, wenn du ein großer Sturm wird, und der Wind, der bluest, und dort wird großer Ari, und dann du in der Madenmonk den Sturm, als die nicht viel, was du im Nas hast mit der Ehe. Und ich glaube, dort, wo wir können sein, wenn wir den Geist im Hort haben. Nummer 4 ist Geduld. Und dort werden wir in Matthäus 13 gehen.
Matthäus 13, von 25 durch 30. Hij stelt eens nog een andere gelijkenis voor en zegt, dat Himmelrijk is met een mond te vergelijken, die gouden zoet op zijn akker zet. En als de mensen sluiten, kwam zijn vriend en zeer ankriet met een bank den wert en ging ervan. En als die planten opkwamen en brachten vrucht, dan kwam dat ankriet ook even deel. Dan kwam dem huisvoerder zijn duiner en zeiden te hem, Haar, hast je niet gouden zoet op die akker gezet? Woher haft hij dan dat ankriet? Hij zei te eind, dat heeft een vriend gedaan. Dan zeiden die dan te hem, was die dan, dat we gaan gaan en dat top sammeln? Aber hij zei, nee, dat je niet während je dat ankriet top sammeln ook den wert uitdringen. Laat beides top wat dem erfswossen en dan de erfstiet, wo ik te de drasche zijn, sammelt eerst dat ankriet en binkt dat in Gwaben, om dat te verbrennen, aber den wert sammelt in mijn spekker. So, dat is een gelijkenis wat Jezus hier vertellen net. Dan dacht ik zo, ik voel dat lezen, würde ich erklären, dat is vers 36 durch 43. Dan leidt Jezus de Volksherden gaan en ging in dat huis nemen en zijn gingen kwam nu aan en zeiden, erklär uns das Gleichnis vom Ankriet auf dem Acker. Und hij antworten zei zu ihnen, der dat gouden zoet zet, als de mensen zijn. Der Acker ist die Welt, dat gouden zoet zijn de kinderen vom Reck, aber dat Ankriet zijn de kinderen vom Bösen. Der Feind, der dat zet, als de Dievel. De erfs als dat eng van de Welt en de drasche zijn de engel. Groot zo als dat ankriet gezommeld en met vuur verbrand wordt, zo wordt dat ook zijn van deze tijd toe eindkomt. De mensen zien wat zijn engel uitschakken en zij worden zommelen, uit zijn rek, al de oornis en de door gezatsloze doen. En worden eind in den 4 oven schmieden, door wat dat hielen en dat tenen knirschen zijn. Zo, dus dat gelijkenis hier van wo, we leven vandaag in de wereld van wat je van redt, right? We zijn veel ongerechtigheid ram ons, we moeten oppassen, wie niet mitgeritten worden, en we zijn een beetje zoals, op een stelle reden van Schlagschub in deze wereld. Aber dort wordt geduld met aankomen. We zullen geduldig leren, because een dag, dan wordt het zo zijn als we grootste zinnerschuldheden van der Garten Eden wird ein Verschmack von wo der Himmel nach oben sein, right? Du wo wir genug zu eten haben, wir wollen alles gut sein. Und wir sollen geduldig lernen zu der Zeit. Und Nummer 5 ist Freundlichkeit. Dort haben wir Apostelgeschichte 3, Vers 1 durch 8. So, ihr wollt vielleicht nicht alle diese Übersetzung haben, ich hatte keine Bibel hier. Ich habe nicht von geredet, aber ja, dort wird die Übersetzung vielleicht ein bisschen verschieden sein. Apostelgeschichte 3, Vers 1 durch 8. Petrus und Johannes gingen taubnapp in den Tempel um die nähende Stunde, die Gebetsstund. Und ein gewisser Mann, der von seiner Mutter lief, und anlum wir, wird gedreht, den sei alle Tag an den Tempelport Hansaden, die Scheine genannt wird, um Almosen zu prachen von denen, was in den Tempel nennen. Als hij Petrus und Johannes sagt, dass sie in den Tempel nennen wollen, prachet hij Almosen zu kriegen. Petrus aber kijkt am Stier an mit Johannes und sagt, kijkt uns an. Hij aber merkt ab, in Reken mit irgendwas von ihnen zu kriegen. Und Petrus sagt, selber an Gott habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Und Jesus Christus von Nazareth sein Namen stu ab und go. Hij fought an der rechten Hand und recht am ab, und voets worden seine Feitgelenke stark. Und hij hüpfte ab, stund und ward gunend. Und hij ging mit in den Tempel und ging und sprang und loof Gott. Und all das Volk sah am gun und Gott loben. So, das ist Freundlichkeit. So, nu wollte ich erklären, was ich hier will von sagen. So, wenn Petrus und Johannes hier mit verstanden, hier ist das Mond, was der Lum ist, der Pracht hat da. Was die wollen leichen können tun, ist bloß schwindende Fütten am Fußen einen Tier nehmen, dann nehmen, dann los. Wenn sie haben Freundlichkeit. Wenn der Wunder würde nicht mal passiert sein, wenn sie nicht haben Freundlichkeit gehabt. Sie halten still
Und ich würde aber sagen, nu, sie werden unter Freundlichkeit, wenn sie reden mit denen, und dadurch können Gott ein Wunder tun, dadurch, dass sie sich Zeit nehmen für den. Und wenn du dann aber denken, wo der am uns, besonders wenn wir hier denken und hier bitte ich wenn hier so vielleicht Flasche ankommen, Fremde, gut, da wir mit der Hund begrüßen und vertellen wir noch mit dir, oder da wir bloß mit so checken, wenn ein Fremder vor dich von Haft fort, weit wir dort wir. Ich glaube, Freundlichkeit, als ein Ding, wo wir uns kennen, üben, besonders ich. So Nummer 6, Gott gesonnen sein. Dort war wir Apostelgeschichte in 9. Apostelgeschichte in 9, Vers 36 durch 43. So, das ist eine Geschichte von Dorcas. Dort vielleicht Ihnen viele bekannt sind, aber ich werde ich mal überlesen. In Joppe wohnt eine gewisse Jüngerin mit Namen Tabitha, was er sagt, heißt Dorcas. Die voll von guten Worten und Almosen wie die sie übt. Dort passiert aber in derselben Zeit, dass sie krank wird und starb, und sie waschen und leden in eine Buberstube. Und wie es Lieder dicht bei Joppe wird, und wenn es Lieder dicht bei Joppe wird, und die Jünger gehört haben, dort Petrus du wir, schickten seit 2 Männer nur am und prachten am, nicht zu sieben nur zu kommen. Petrus aber stünde ab und ging mit ihnen, und als er angekommen war, brachten sie am in der Buberstube, und alle wird fries kein Raum am, hielten und weisen am die Hemden und die Kleider, die Dorcas gemerkt hat, während sie bei ihnen war. So, wenn ich nicht mehr würde sagen, was sagt, dann sagen von Gott gesonnen sein. Ich glaube, das ist nur Fan. Wegen diese früh, von was hier geschrieben hat, dass jetzt hören, dass Menschen von euch vertellen, sei es Gott gesonnen was. Sie haben Arbeit gehalten, sie haben nur Arbeit gemacht, gute Dinge tun. Und dort ist ein Ding, wo wir alle wollen sollen, nur streben. Wo steht das mit uns? Wann ein Tag, wo so passieren, dass wir hier nicht mehr sind, was kann ein Mensch von uns sagen? Das ist nicht unbedingt das Wichtige, aber wir nicht können sagen, dass wir Gott gesandt. Du hast ein Loch, wo der viel zu viel. Das, wenn ich viele von Ihnen vielleicht bekannt sind mit das Charlie Kirk, was der in der States wird geschoben. Und wo viel, den seine Stimme redet, nu noch viel Lieder dann, als dann, was der leben dort. Und ich würde auch immer sagen, als eine Person, die Gott gesandt wird. Ich würde uns alle Motto sprechen, weil wir nur dort streben. So Nummer 7, als Glauben. Und wenn wir an Glauben denken, ich denke kurz an Abraham. Wenn Abraham, der hat Glauben. Und ich dachte so, ich kann sagen, ich habe bloß ein Neues Testament. Ich habe bloß ein Neues Testament für alles Beispiele genommen. Dann mal die ein bisschen Unterschied von verschiedenen Exemplen nehmen. So, in dit werden wir in Matthäus 8 gehen. Matthäus 8, von 5 durch 13. Als Jesus in Kapernaum kwam ein Hauptmann nur am und praat am. Und seht haar, mein Knecht liegt thuis gelähmt und sei gequält. Und Jesus sagt zu ihm, ich will kommen und am heulen. Der Hauptmann antwortet und sagt, Herr, ich sehe dort nicht wird, dass die unter mein Tag kommst. Aber sei bloß ein Wort, dann wird mein Knecht gesund werden. Wird ich sehe auch ein Mensch unter Autorität und habe Soldaten unter mir. Und ich sagte diesem Go und er geht. Und zu einem anderen kam und er kommt. Und zu meinem Knecht dodet und er datet. Als Jesus dort hier wundert er sich und sagte die am nu folgten. Ich sage Ihnen wahrhaftig, so einen großen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Wie das hier ist interessant. Wenn wir Jesus hier am Hoden, und habe ich persönlich hier so, und wir haben bei ihm Tschüss, was du todeskrank wir.
mir kam das so ein, ich würde wel haben, Jesus soll wenigstens persönlich sein, am sure merken, dass was da, dat nicht bloß ein Wort sagen, genau wie nach was Tüß machen gehen, muss sein, nicht? Das braucht ein Teil Glauben. Und wir sind das Mal, der heute Gelegenheit, durch Jesus wird, der wird kommen. Aber er fällt dort nicht wird. Dass Jesus mir sehen Tag kam, er sei was dort wird, dann was das passiert. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, was wir wollen sollen nehmen für uns. Jesus ist für nicht persönlich hier. Der hat sein Yes, hier hängen ja Luten, der Yes ist an uns. Aber wenn wir Jesus um Dinge fragen, den Glauben, was das hier hat, den traf uns sehr, wir können Teil von das lernen. Nummer 8 ist Gelindigkeit. Dort werden wir nun Johannes 8 drehen. Johannes 8 von 3 durch 11. Dann brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Früh nur an, im Ehebrauch gegeben und stellten du in der Meer an. Und sagten zu am Meister, diese Früh ist bei der Dude im Ehebrauch gegeben worden. Moses aber hat uns im Gesetz befohlen, so zu stehen, was sagst du nun? Das sehen sie aber am zu versiegen, dort sie am unklären können. Jesus aber backt sich durch und schreibt mit dem Finger ab der Erde. Dort sei aber unhilden am zu fragen, recht er sich ab und sagt zu ihnen, wer man dient ohne Sinn ist, den lut den ersten Stein ab schmieden. Und er backt sich war durch und schreibt ab der Erde. Auch sei dort aber Hirden, jenen sei von gewassen überführt, einer num anderen rüht und fing vom Elsen und bei dem Latzen. Und Jesus wird allein geluten mit der Früh durch eine Mädstund. Als Jesus sich abrecht und bittet der Früh, keinen du sagst, seht heute er. Früh, wo sind die? Die Verkläger, haft die keiner verdammt? Sie seht, Herr, nicht einer. Jesus aber seht zu er. Ich verdamme dir nicht, gut und sinn nicht mehr. Das Wort Gelindigkeit, ab der englische Bibel liegt durch das Wort Gentleness. So, ich weiß nicht, dort liegt, wo viele von Ihnen all besser verstehen. An mir wird das Wort Gelindigkeit fram, ich weiß nicht korrekt, was das meint. Aber Gentleness, also auf der englischen Bibel. So, ich glaube, das beschreibt Gelindigkeit, was Jesus hier tut. Der wird könnte auch der Früh sagen, der wird könnte beschuldigen, wenn ich sagen, das, was die tun hast, das, was die tun hast, du. Und dann tut sie so, und wo dann tut sie das. Er weiß, wo hat eingestellt wird. Und du wegen seht heute er guten Sinn nicht mehr. Er weiß, dass er besser leid. Und er wird nicht nach all diese Schuld nicht nach abluden, aber ich finde dort eine Sache für eine Beschreibung von Gelindigkeit. Ich glaube, da wo wir auch sagen von Lehren, wir sind nicht so, wie kein Mensch erwarten kann, aber doch, wenn wir dort sein, dass irgendwer reich leben will und don't aus dem bitten eine interessante Historie haben, wenn wir mit so einer Person mit Gelindigkeit umgehen, wie eine Kunde gewinnen. Nummer 9 ist Selbstbeherrschung. Wenn wir dort das letzte, wenn wir dort in Römer Kapitel 6 von 6 durch aufdrehen. Römer Kapitel 6 von Vers 6 durch 11. Wir weiten das, dass uns alle Mensch mit einem Tod gekreuzigt ist, omdat der Körper von der Sünde zu eng geht, dort wie der Sinn nicht mehr dein. Weil wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt worden von der Sinn. Wenn wir nicht mit Christus gestorben sind, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben wollen. Und weiten, dass Christus vom Tod abgewagt, straft nicht mehr, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Weil es dort er gestorben ist er einmal zu der Sinn gestorben, wo er aber lebt, dort lebt er für Gott. Gerade auch die holt ihn selbst dafür, dass die zu der Sinn gestorben sind, aber für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So, das jetzt war nur, was Johann Jenter uns Verse nach verbringen wird. Das ist Selbstbeherrschung. Dort, die braucht unbedingt eine Selbstbeherrschung, wenn wir einmal da vollkommen wollen, das Gott. Das, wenn der Jesus in uns ist, braucht eine Selbstbeherrschung, dass wir einmal vollkommen wollen. Und noch ein Vers, was ich lesen, ein paar Versen. 1. Korinther 9.
1. Korinther 9 von Vers 25 durch 27. Weet je nicht, dat die, wat im Stadium ran alle, aber einer kriegt den Preis, ran so, dat jeden kriegen. Und jeder aber, der du kämpft, enthält sich von alles. Jane daunen dort, eine verjängliche Krone zu kriegen, aber wie eine unverjängliche. Ich ran also nicht aus Unsicher, ich fährt so nicht aus einer, der die Luft schlägt, aber ich bedwing meinen Körper und unterstelle den, omdat ich nicht nur dem ich andere gepredigt habe, selbst verschmähen war. So, der zu vergleichen mit dem Reis. Das würde nicht sein, merken, wenn es wohl eine große Tosch voll Biet, ja, am Regen, nicht down, und dann da wir mal seinen Reis hier werden. Das merkt keinen Sinn. Wir wollen alles auflegen, dann sein wir ein klein bisschen Buß, ja, wir können das Erstab sein. Und kriegt mal die Idee, dass die uns hier ein Beispiel geben, von wann du irgendwas isst, was die drei holen wird, wo die nicht kost wissen, jährlich, dann braucht dort eine Selbstbeherrschung, um die dort kost auflegen, in der Kraftkampf von Jesus, dass wir kein Sieger sein über sind. So, das war wieder, mir heute gemerkt, ich hoffe, das hast den Hauptgewass und Dankeschön für die Zeit.